Tales of Zestiria, eine wunderbare Geschichte, geht in die nächste Runde. Willkommen zurück, Freunde, hier zum Let's Play eben dieses Spieles. Und das Intro war mal so richtig episch. Und jetzt so im Nachhinein, wo man so sagen kann, jo, wir haben das Hauptspiel durch. Was spielt die Hauptstory? War nicht so los. Echt, so schnell jetzt? Krass. Ja, ist natürlich auch wegen Spoilergefahr und so weiter. Und einige Bilder geben jetzt natürlich viel mehr Sinn. Übrigens sehe ich jetzt gerade erst, dass hier... Ich sehe das so da unten. Da im Hintergrund sieht das auch. Ich jetzt hier bei Alicias Geschichte stehe, ne, ein bisschen unter PlayStation Store. Ich habe gerade irgendwie... So ist Kopf da. Weil auf den Kopf gedreht und so weiter, aber ansonsten... Ja, egal. Letzter Part haben wir also das Spiel beendet, spielt die Hauptstory und es waren insgesamt, glaube ich, 3 Abschlusssequenzen. Also sprich, sagen wir jetzt mal das normale Ende, das normale Hauptende, wo wir da Heldalf besiegt haben und Zoe ja seine, ja wie soll ich sagen, dass er damals in Lastonbell noch zu Mikleo gesagt hat, dass sich halt mit Mautelos vereinen möchte und dann so irgendwie halt das Land reinigen will und so lange halt schläft, bis halt irgendwie das Böse komplett ausgelöscht wurde. Das ging noch weiter, eine zweite Sequenz da mit Rose, die ja dann starb, also ja, es sind ein paar Jahre vergangen, die anderen waren ja auch älter, also unser Seraphin-Freunde, das ist halt irgendwie immer so. Und dann das Abschlussbild mit einem älteren Mikleo, mit einem sehr viel längeren Haar, das wäre es irgendwie eine Frau, so etwas. Und am Schluss, wie er von der Hand eines Hirten aufgefangen wurde, der natürlich Zoe selbst ist, denn zu dem Zeitpunkt war sein Pakt mit Mautelos erfüllt und ist wieder erwacht aus einem langen Schlaf. Ja, soweit dazu mal. Jetzt die Frage für uns, wir machen jetzt genau weiter mit ein paar Speicherpunkte. Ja, für mich ist es schon fast 2 Wochen her seit dem letzten Part. Aber gut. Dann mal gucken, jetzt geht es darum, dass wir noch den Ex-Dungeon machen und ich will noch alle Schmelztiegel machen. Und wenn wir das alles gemacht haben, erst danach geht es dann weiter mit Alicias Geschichte. Jo, mal gucken. Level müsste noch gleich geblieben sein, war. Mit. Auch so, wir haben alle voll Esser. Jetzt mal crazy. Gut, ganz kurz mal gucken, was hatte ich denn noch alles? Objekte war neue. Eine legendäre Schlüssel der seraphischen Arte. Ich hoffe, dass wir mit dem noch in Lage sind, noch weitere mystische Arten zu erlernen. Das heißt, es gibt ein paar noch, wo ich sagen muss, da fehlt noch irgendwie ein zweites Arte. Also Entner hat es, glaube ich, so wieder ja auch. Ich glaube, Layla, bei ihr fehlt es, Mikleo auch. Ich glaube, ein bisschen crazy, also Rose Mist. Ich glaube auch erst noch Rose war, also Entners zweite mystische Arte haben wir ja. Moment, ne, muss der Reihenfolge nachgehen. Zoe, war irgendwie so klar, dass halt die, wir damals bei, wer ist es schon wieder? Ja, ich den Namen nicht mehr ein. War es in Lastonbell oder war es in Pendragon? Ja. Jedenfalls, seine zweite mystische Arte haben wir, die von, Gotteszorn war. Die von Entner haben wir bekommen, den wir halt ihren Bruder Aeson besiegt haben. Zavida haben wir auch, das war das noch wegen diesem, nicht Drachen, nee, was war das schon wieder? Das ist ein riesiges Flatterviech. Eigentlich so ein großer Juma, erinnert euch noch, das war ja auch eigentlich kurz bevor wir dann unseren Weg gemacht haben, hier hoch zu Heldalf Mautelos. Und noch ein paar Boss-Human platt gemacht haben, das war hier. Und eben, da fehlt noch einer, glaube ich, von Rose, fehlt noch eine zweite. Ja, der ist 1, heißt ihre zweite fehlt noch. Dann leider das zweite, weil... Nö, Moment mal. Concerto Infernalis hat sie ja. Bei Mikleos können wir erst kriegen, wenn wir auch Laylas haben, oder haben wir auch schon. Hä? Echt nur noch Rose? Jo, sind nur eine mystische Arte. Weil die Combo-Arten fehlen noch, zum Beispiel Zoe und Rose müssen noch welche haben und so weiter. Das hoffe ich auch mit dem Schlüssel hier noch zu ergattern, wenn wir irgendwie, ja, am Extra-Dungeon noch finden, und zwar irgendwo hier oben. Ja, irgendwo hier oben soll Zutritt zum Extra-Dungeon sein. Ist das bereits?
転教術。移動に使うもののようね。遺構に残った移動の。まさかこれ旅の門。神代の時代の文献に言葉だけ出てるあの。これが私も初めて見ましたわ。来るね、これは。だろうな。つまりこの先には神代の時代の遺跡が。のんきね。この気配わかるでしょ。ああ、危険なところなんだろうな。けど行くでしょ。ああ、危険ならなおさら調べておかないと。Ja. 止めないんだな。迷って出した答えで失敗したら二度と立ち上がれない。でも信じた答えに準じれば失敗しても必ず立ち上がれますから。信じてるってわけかい。Ja, eigentlich sieht die Hexeninsel. Ach du Scheibenkreis. Eigentlich sieht es ja friedlich aus. Musik geht. Du, 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 du. Gut, mal gucken, was hier alles abgeht, wa? Thron von Artorius. War nicht gerade. Kann man so groß, wa? Irgendwie müsste halt der letzte Schmelztiegel sein. Jo, können glaube ich noch ein paar durch, wa? Gut, machen nochmal einen neuen Save-Slot. Das ist echt geil hier auf der PS4. Im Gegensatz zu Steam kann man hier echt mehrere Spielstände haben. Das ist irgendwie total verwirrend hier. Wow! Das ging ein bisschen sehr schnell. 77er, leck mir doch am Arsch. Hehehe. はるか古代から生息する伝説の生き物。あの氷河じゃん。古代ロマンより見た目でしょ。Sind sie einfach so ein Kasten war? Ich glaube, ich habe ja auch noch Schwierigkeitsstufe Mittel drin, war? Kann das sein? Ah ja. Gut, wie gesagt, für die Schmelztiegel nehmen wir natürlich alles raus. Also wir auf die Schmelztiegel, wo ich halt nicht mit Rose oder so rein kann. Am anderen ist halt ein bisschen mühsam, weil die alles so artenspezifisch sind. Ah, die können echt aus dem Nichts. Ich liebe mystische Arten. Nur typisch, war Amatisieren zu die gehen da kein Problem mehr. Und Rose, ja, die legt so richtig los. Vor allem bloß, wo zum Henker kriegt Rose zweite mystische Arte her, weil er hat eigentlich alles gemacht mit ihr. Das ist die erste in Alicias DLC, glaube ich jetzt auch nicht, das müsste vorher schon sein. Mach das am besten, damit ich alles... Ah, das ist ja gut, gut. Das ist eh eine Sackgasse. Wow. Raupenpilz. Widerstand gegen Wasser und Erde, das will ich auch nicht gerne. Es wird Zeit für meine Lieblingsmystische Arte. Kombi, yo. Mann, seid ihr nervig, ey. Ups. Tschüssikowski! Tja, wir haben ja gewarnt. Übrigens, glaube ich, Mikro ist nicht mehr so eine gute Idee, wie ich auch schon mal hatte. Mache ja mal leider wieder mal Kombi plus Zavida. Ja, passt auch.
Das Eisenkraut. So. Das ist ein schöner Fels. Aber mehr nicht. Ja, sag ich halt. Hexeninsel ist ja eigentlich ein bösartiger Name, war sind natürlich alle einig, aber war es bereits? Da kommt noch etwas. Paradiesvogel! Das ist doch natürlich der andere. Oh. Leute! Rose, amatisieren, so wieder! Wir verarschen mal doch mal! Sag mal, was ist jetzt so los? Ja, komm, greift an. Da fällt mir gerade mal auf, fürs Thumbnail fehlt mir noch die, naja, die amatisierte Form, ich bin das mystische amatisiert. Moment, was? Die amatisierte mystische Art von Rose mit Layla, so. Dann mit dem Schuh raus. Das müsste bei Gelegenheit mal noch machen. So. Also hier oben ist nicht gerade sehr speziell. Das ist eine Art Extra-Dungeon sein? Hä? Oh, hier ist er ja. Was ist denn da oben noch los? Nur uns da wieder darf eintreten. Ein anderes Mal. Okay, merken wir uns. Da unten ist der. Muss einfach nur runtergehen. Okay, ja, also kein Problem. Finden wir relativ schnell. Wir haben sogar den hier auf der Hexeninsel zuletzt. Was machst du denn hier? Film selbst. Miau. Hexeninsel, weiße Fügung. Ja, soviel zur Domäne, aber viel hat sich nicht verändert, wa? Crazy. Gucken wir mal da lang. Wow! Wieder so ein Mistviech. Wie sie sagen, haben wir im Level her und so. Und dann noch ein bisschen war, bis wir da wieder auf Level 80 und so sind. Oh, der sieht ja bösartig aus. Hallo. Oh, doch nicht so. Holzhacker. Weil er Holz hacken kann, oder wird. Mit ruhig amatisieren ist kein Problem. Ja, nein, der Quatsch schon wieder. Da sieht ganz schön was aus. Na geht doch. Fangspunkte sind immer noch ziemlich lame. Jetzt hier schon wieder. Knospende Riesenfrucht. So, gerade hier meine Ruhe. Jo, sieht so aus. Jo.
Jetzt auch nichts sehen. Das sind normale Gegner. Jo. Das war die Runde eigentlich nichts Besonderes. Mal ein bisschen Wind und das natürlich ganz geschwind. Und tiefer Sturm. Der haut aber richtig rein, war. Ja, der tiefe Sturm hat es durchaus drauf. Wenn ich schon mal dabei bin. Hallo! Lalalala. Was zum... Ja, ich glaube doch so ein bisschen schneller. Daneben und... Was? Langsam gut hier. So, hätten wir so ein Gebiet auch schon abgegrast. Der seht ihr, geht doch so schnell. Da haben wir auch schon. Jo, wenn wir sagen, gehen wir jetzt hier zurück. Können wir mal speichern und dann geht es im nächsten Part hier dann weiter. Alles Böse hier. Und vor allem halt echt, was zum Henker finden wir wohl da drin? Ich muss rein etwas total Episches sein. Alles andere wäre ein bisschen gut an den Leuchten und Monolithen. Das wäre nicht unbedingt das Bestsellerzeichen. Auf der Hexeninsel. Ja. Da war ich ja schon. Ein Part erfassen, dann noch was ein bisschen zu früh, vor allem trotz Intro und so weiter. Technik, jo. Was zum? Den wir voll unterbrochen, diese Schweine. Ich bestrafe sie im Namen des Windes. Und, jo. Ja, vielen Dank, Rose, wo lange deine Esser ein bisschen aufsparen. Aber ist ja auch egal. Haben wir gerade noch wie viele Dinge? Haben wir eigentlich schon wieder wie viele Punkte? War noch nicht ganz, war? Nö. Und nicht ganz ist gut. Gerade mal 20. Hallo? Jemand da? Mal so ein Überfliegervogel. Ja, komm, gut, sind amatisiert. Ja, ich wollte gerade euch. Ich wollte sie doch gerade heilen. Gibt's doch einfach nicht. Danke, das nehmen Sie nochmal.
Nein, auch nicht gleich so. Komm schon, du musst weg da, du Scheißbaum. Also kann mich ja täuschen, aber was hier mit den anderen 3 Seraphim wird es irgendwie immer schneller gehen. Immerhin ein Level up noch für diesen Part. Immerhin etwas. Ja, und in diesem Sinne wieder mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Tales of Zestiria auf dem Weg, plus auf der Suche. Das ist etwas ganz Bösartiges, wie es aussieht, oder sonst irgendetwas. Und dann, ja, mal gucken, wie es weitergeht, wa? In diesem Sinne, tschüss.